Moin, hier ist Marian. Die letzte Käier haben wir gesehen, und das Käier pflanzen wir. Wir pflanzen Gemüse, wir pflanzen insektenfreundliche Stauden und Kräuter. Wenn da Blumen oder Stauden kaufen geht, da passt darauf auf, dass sie pestizidfrei gezielt sind. Weil Vergift benutzt gehen ist. Wenn die Pflanzen jung sind, da finden das Herno an den Blähen am Pollen rum. Also sowohl als Bienen wie auch andere Insekten sterben davon oder sie gehen krank. Lo as well Zeit für Zaloten, Kabesärte, Porretten, viel Gemüse zu setzen, wie mit den Tomaten zum Beispiel, Auberginen, Kürbissen, da warten wir bis noch halbe Mai, bis nur den Eishelge. An diesem ganz großen Töpfen habe ich Platz für Romanesco-Kabes und 2 Zaloten. Hier ist noch ein Margretchen, ein großes Margretchen, die hat sich letztes Jahr auf demselben Haus gesehen, die kann gerne da bleiben. So, den Kabels, den könnt dann hier hannen, den machen wir ein kleines Loch. Wir müssen immer so viel Platz zwischen den Pflanzen lassen, wie sie nur selber groß gehen. Als Salat geht so groß, da muss auch so viel Platz dazwischen sein. Hier geht angegraben, genauso hoch, wie ihn auch für drauf war. Alle Pflanzen, die frisch gesät kaufen, die müssen gut angenetzt gehen. Und wenn dann ein kahl Nucht könnt, da setzen wir ein Blumendöppen umgekehrt drüber. Neben diesem Gemüse setzen wir auch ein paar Staudenbacken. Stauden, das sind Blumen, die alle Jahr herumkommen, die den Winter überdauern, im Gegensatz zu den einjährigen Pflanzen. Hier haben wir eine Auswahl von insektenfreundlichen Stauden, die dieses Jahr am Staudenpark vom Sikona waren. Hier sieht ihr die Differenz zwischen einer Staude, die beim Gärtner an der Zerstung, und einer, die draußen normal gewachsen ist. Das tut lackelt natürlich, aber so Stauden wie das hier sind wirklich ganz okay. Lass dich davon nicht täuschen. Wir holen als Stauden also unbedingt aus dem Döpfchen raus, das brauchen wir nicht mehr. Und da setzen wir sie genauso tief an, wie sie an ihrem Döpfchen stungen. Nicht mehr hoch und nicht mehr tief. Und wir drücken sie gut an. Ja, an so ein Döpfchen wie das hier, da passen 3 Stauden. Hier haben wir eine insektenfreundliche und pestizidfreie Plantation von Haut. Als Gemüse, als Stauden, aber auch Kräuter. Besonders Kräuter sowie Bohnenkraut, Dickbratzeln, der Rosmarin, die sind immens insektenfreundlich. Sie sind super an der Küche, aber die Blähen sind prima für die Insekten. Und da bis die nächste Kehr.